Guten Morgen! Wieder ready, um gemeinsam Bibel zu lesen? Früh am Morgen. Früh am Morgen, ich hoffe, du bist ready? Ja, ich bin ready. Ich habe da meinen Kaffee ready. Yes. Du ja auch. Und wir gehen heute gemeinsam in einen Psalm, den ersten Psalm. Aber ich bete noch zuerst. Yes. Jesus, danke, dürfen wir dein Wort lesen. Und heute starten wir in diesem Tag einfach auch mit einem Geständnis. Jesus, du weißt es besser als wir. Du hast einen größeren Blick und es gibt so viele Geheimnisse, die wir noch nicht verstanden haben. Darum bitten wir dich, offenbare du dich, auch jetzt, wenn wir das Wort lesen, und schenke uns deinen Blick gerade auf unser Leben. Amen. Amen. Ja, wir lesen Psalm 1 zusammen, der erste von 150 Psalmen. Und wir tauchen ein bisschen heute in die Welt ein der hebräischen Poesie. Das ist auch mal Poesie. Ja, Poesie, der Dichtung. Die Psalmen wurden ja geschrieben, um grundsätzlich Gefühle zu verarbeiten. Also es sind Lieder, es spricht die Emotionen an, es spricht auch die Imagination, also die Vorstellungskraft an. Und ich finde das so schön, ist das ein Teil der Schrift. Das es ist geht nicht nur um schön. Denken. Ja, und es geht nicht um Regeln, es geht auch nicht nur um, was man nicht soll oder so, sondern um die Schönheit, um die Kunst geht es Gott. Und das, ja, so schön, wirklich. Ich habe mal, vielleicht noch bevor wir lesen, ich habe mal eine Statistik gesehen, dass wenn man alle Kapitel einteilt von der Bibel in 3 verschiedene Kategorien, dann ist die größte Kategorie, dass die meisten Kapitel sind Erzählungen, also Geschichte. Schön, ja. Die zweitgrößte, fast 33% aller Kapitel, ist genau das, Poesie, No. Dichtung. Und dann nur etwa 20% ist dann normativ, also bedeutet, nur 20% der Bibel versucht dir zu sagen, wie du zu leben hast. Aber 33% spricht eigentlich deine Vorstellungskraft, deine Gefühle, deine Emotionen an und hilft dir, dich auch wiederzufinden in den Emotionen. Mega schön. Das zeigt ja auch, wie beziehungsorientiert Gott auch ist. Und wie oft er viel mehr an mir und meinem Herzen und unserer Connection interessiert ist, als an meinem Output, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist so schön. Ultra, oder? Wir haben so einen wunderbaren Gott. Ja. Einfach, das muss jetzt wieder mal gesagt werden. Ja. Es ist so schön, Christ zu sein, Gott zu kennen. Nicht? Ja, mega. Und ich finde, für mich ist das immer wieder einfach ein so krasser Punkt, dass Gott, wir haben manchmal in der Kirche die Tendenz, Emotionen sehr schlecht zu machen. Und natürlich, Emotionen, wir sollen die nicht als unser Lenkrad haben, Ja. aber Gott hat uns mit Emotionen geschaffen. Gott hat auch Emotionen. Er wird auch wütend, Ja. er ist auch eifersüchtig, er hat Freude. Und das finde ich schön. Und die Psalmen geben uns einen Weg, wie wir mit unseren Emotionen auch umgehen können. Ja. Wie wir sie in der Präsenz von Gott, in der Gegenwart Gottes auch verarbeiten können. Und Mega ehrlich schön. sagen So dürfen, schön. wie es uns geht. So schön. So Und da schön. starten wir jetzt mal mit Psalm 1, der erste Psalm. Yes, come on. Ich lese den mal vor. Let's read it. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Wow. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber vergeht. Psalm 1, 1-6. Heute der Titel ist Das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Ist dir was in die Augen, ist irgendwas gehighlightet worden für dich jetzt, als wir es gelesen haben? Ich finde es so cool, dass eben es spricht von Anfang an über diese Ausrichtung. Hey, nach was bist du ausgerichtet? Noch bevor das es einfach, wie du gesagt hast, über Gesetze spricht und was du tust, aber wonach bist du ausgerichtet? Wonach und wie lustvoll
es animiert und sagt, hey, habe Lust am Herrn oder mach es gerne, das Gesetz, liebe das Wort, verlieb dich bitte in die Bibel. Also das ist noch viel, also es holt auch wieder diese Emotionen ab und holt mich so auf einem tiefen Level ab und dann bringt es noch diese Bilder dazu, aber Gott möchte wirklich tief drin, eben, hey, nicht nur lies ein bisschen die Bibel. Und das ist so für mich auch so ein bisschen, wo Jesus sagt, hey, werd nicht zum Pharisäer, sondern werd zu einem Menschen wie Petrus, den ich fragen kann, hey, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Das interessiert Gott. Und das ist das Schöne, hast du die Bibel wirklich lieb? Hast du das lieb? Und das ist mega schön, mega tiefgreifend. Und das schafft er vielleicht auch durch die Poesie, holt es mich viel tiefer ab, als einfach nur auf einer normativen Ebene, wie du vorher gesagt hast. Absolut. Wenn wir vorne anfangen, Ja, was komm. mir aufgefallen ist, also es fängt ja an mit wohl dem, oder in anderen Übersetzungen heißt es, glaube ich, bei Glücklich. dir, glücklich Ist oder der Mensch. Ja. gesegnet. Ja. Die gibt es auch noch. Oder selig. Das sind so die verschiedenen Übersetzungen, die gebraucht werden. Selig ist der Mensch, glücklich ist der Mensch. Also da ist das so der Gedanke, ein zufriedenes Leben, dass der Shalom, der Ja. Friede ist da und Ja. gesegnet ist der Mensch. Und dann ist es ja schon spannend, dass er drei Beispiele bringt. Zuerst einmal, glücklich ist der nicht. Ja. Also sozusagen 3 No-Tos, also 3, was du nicht machen sollst. Der ist gesehen. Also was haben wir da? Wir haben zuerst einmal, der nicht dem Rat der Frevler folgt. Der Frevler. Steht bei mir, was steht bei dir? Gottloser Menschen steht Genau. hier. Hoffnung für alle und neues Leben steht gottloser Menschen. Ich habe ja noch eine neue Genfer. Mal schauen, was wir hier haben. Ja, gottloser Menschen steht hier auch. Also das Erste, wenn du glücklich sein willst oder gesegnet sein willst, das Erste, was du nicht tun darfst, ist, auf die falschen Menschen zu hören. Ja. Ja. Dem Rat. Also es geht darum, nimm keinen Rat in Anspruch von Menschen, die ohne Gott leben, gottlos leben. Ich glaube auch, es geht gar nicht unbedingt darum, dass die Menschen per se jetzt nicht so gut sind, aber Menschen, die sich definieren als gottlos. Ja. Gottlos im Sinn von, okay, also ich gehe ans Leben ran in der Annahme, Gott gibt es gar nicht. Und das ist schon, also es ist für mich auch immer so diese irdische Weisheit, die versucht, okay, wir klammern Gott mal aus und versuchen dann weise zu sein. Und das irgendwie wie, hey, sei da skeptisch. Und dem nicht nachfolgen. Also setz dich nicht in Bewegung in diese Richtung. Ja, genau. Das ist wichtig, weil dann der zweite Schritt ist, und nicht auf den Weg der Sünder tritt. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, nicht steht auf dem Weg. Auf der Seite der Sünden steht hier Hoffnung Genau. für alle. Und da haben wir das ist spannend, wenn man die Verben betrachtet, dann sieht man, zuerst geht man in diese Richtung, dann bleibt man stehen. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, dann haben wir, und man sitzt im Kreis der Spötter. Also man folgt nicht nur nach, man bleibt nicht nur stehen oder vielleicht in einem anderen Wort, man resoniert dann plötzlich mit den gottlosen Menschen und am Schluss der letzte Schritt, der passiert ist, man sitzt sich hin und man lacht über die anderen, die Gott nachfolgen. Cool. Und das ist der Weg der Sünde. Also das ist der Weg, wie du abkommst von Gott. Zuerst hörst du, Ja. denkst, ja, das könnte noch spannend, ich folge dem mal nach. Dann bleibst du stehen und dann machst du es dir gemütlich darin und spottest über die anderen. Krass, ja. Krass. Wow. Ist eine bewusste Entwicklung hier im Hebräischen, auch von der Bewegung. Man nennt das im Hebräischen übrigens auch Parallelismus. Das wird gebraucht oft im Hebräischen, man sagt in verschiedenen Worten eigentlich das Gleiche, um wie alle Seiten der Münze abzudecken. Ich finde, es ist auch eine Steigerung drin von am Anfang einfach Gottlose, also Menschen, die vielleicht nicht an Gott glauben. Und dann sind es aber im zweiten schon Sünder, also die auch sich verhalten, die in Sünde verhalten. Und als dritt sogar Spötter, sprich die sogar negativ über die sprechen, die nicht sündigen, die nicht mit reinkommen in das, die sich anders verhalten. Also es ist schon, stimmt, das ist so diese Steigerung. Krass, ja. Also glücklich oder gesegnet ist der nicht das tut, sondern, und jetzt kommen wir zum Vers 2, sondern, wie du es vorhin schon gesagt hast, seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Und spannend, vielleicht kommt euch das von gestern bekannt vor, und sind über seiner Weisung Tag und Nacht. Ja. Wir haben das gestern bei Josua gehört. Genau.
Und eben, sei stark und mutig und bleib in diesem Wort drin und Denke darüber nach. Immer. Tag und Nacht, Tag und immer. Nacht. Mhm. Und ich möchte da schon, wir wollen nicht Pharisäer sein, aber ich möchte da ein bisschen auch herausfordern. Also immer im Wort Gottes zu sein, Tag und Nacht im Wort Gottes, darüber nachzudenken, Tag und Nacht. Wie viel denke ich nicht darüber nach? Aber es ist eine Aufforderung, im Wort Gottes verankert zu sein, seine Heimat zu machen im Wort Gottes. Ich finde auch eben, ich glaube auch, das ist so ein Weg oder eine Steigerung hin. Es beginnt mit dem, hey, ich habe Freude an dem, ich habe Freude auch den Gottes Willen zu tun und dann eben, dass ich habe das Gefühl, ich verstehe, was der Psalmist hier sagen möchte, weil ich hatte diese Momente, wo ich so in Gott drin war und dass ich in der Nacht aufwache und mein Kopf ist gleich bei Gtt. Ist gleich da. Nicht bei Social Media, nicht bei meinen Problemen, sondern mein Kopf ist gleich da. Und ich glaube schon, was wir jetzt auch hier machen, wenn wir jetzt natürlich sagen, hey, das Erste, was wir machen, wir lesen die Bibel am Tag, wir starten mit Gottes Wort in den Tag, dann ist es einfach, dann baue ich das so auf, okay, ich möchte, dass dieser Tag geprägt ist, meine Gedanken und nah sind bei Gott. Und das ist schon ein Phänomen, was ich auch kenne. Ja. Und was ich anstreben möchte, dass ich da wirklich auch bin, dass ich aufwache, dass ich so immer wieder im Tag einfach Gottes Wort da mir in die Gedanken kommt. Das ist so schön. Ja, und also für mich auch. Also ich merke, ich möchte dich ein bisschen herausfordern. Mach es zur Gewohnheit, dass du jeden Tag deine Bibel liest. Ja. Nicht viel. Und vielleicht fragst du dich, wie kann ich meine Bibel lesen? Leon Susan haben ein super Buch geschrieben, Bibel lesen wie niemals zuvor. Du findest das auf unserer Webseite. Und nimm dir das, kauf dir dieses Buch und schau dir an, wie du deine Bibel lesen kannst. Manchmal reicht es ein Vers pro Tag. Manchmal ist es vielleicht ein Kapitel am Tag. Manchmal ist es mehr. Ich versuche wirklich, ich will keinen Tag vergehen lassen. Bibel lesen ist wichtiger als alles andere. Ja. Wenn ich Zeit für Frühstück habe, habe ich Zeit zum Bibellesen. Ja. Dann lasse ich das Frühstück lieber weg und lies meine Bibel. Und für mich war mega der Schlüssel, ich habe irgendwann gemerkt, jede Routine, die ich mal gehabt habe, ist wieder ein bisschen ausgelaufen. Das heißt, ich muss immer wieder innovativ sein, wenn es ums Bibellesen geht. Jetzt zurzeit höre ich viel Bibel, aber ich stehe auch am Morgen manchmal auf und manchmal lese ich ganze Kapitel eben und manchmal auch ist es okay, auch nur jetzt heute habe ich Bock mal nur einen Vers zu nehmen. Oder jetzt heute hast du Bock mal nur mit uns zusammen Bibelvideo zu schauen. Super. Abwechslung ist für mich ja ein Schlüssel, weil das gleiche Wort, die gleichen Dinge so immer wieder auch neu zum Leben kommen. Wenn wir weitergehen, ja. Weil das Spannende ist, wenn du im Wort Gottes verankert bist, wenn du deine Lust, deine Freude am Wort Gottes hast, wenn du nicht das tust, was oben steht, nicht dem Rat folgst von Freber, aber verankert bist im Wort, was passiert dann? Und dann da braucht jetzt der Psalmist ein Bild. Super schön. Er bringt eine Illustration. Ja. Ich zeichne das mal. Ja, zeichne. Also, lies es du mal vor. Okay, der ist wie ein Baum. Ein Baum. An Wasserbächen gepflanzt. Also der ist wie ein Baum. Er ist wie ein Baum. Was spannend vielleicht hier ist, mal zu bemerken, für uns ist ein Baum ziemlich normal. Also wir haben ja Wälder. Wenn ich hier 10 Minuten von der Halle weglaufe, bin ich schon im Wald. Wir haben viele Bäume. Aber in Israel, wo das geschrieben wurde, da hat es nicht viele Bäume. Da gibt es nicht so viele. Ja. Das ist ein Bild, der Baum ist ein Bild von Reichtum. Wenn du etwas mit Holz bauen konntest, war das gut. Ein Baum ist kraftvoll, er bringt Schatten, Vögel können da leben, also ein neues Leben entsteht. Das ist ein Bild des geistigen Reichtums auch, der Baum. Das ist krass, weil wir denken, das ist wie der andere Baum. Aber Bäume waren nicht so oft da in Israel. Es ist aber immer auch ein Zeichen dafür, dass etwas was startet bei Gott. Oder mir kommt auch ist es Jesaja, der dieses Bild bringt, wo vom Thron aus Wasser kommt und fließt ins Land und dann entstehen wieder Bäume. Ja. Also es ist schon, das Wasser hat schon, das ist Gott selber. Ja, also wir sehen das ja auch im Garten Eden. Ja. Da ist der Baum vom Gut und Böse, der Baum des ewigen Lebens und die Flüsse, die da rausfließen. Wir sehen das auch in der Offenbarung am Schluss. Sehen wir der Baum, der in der Mitte der Stadt steht und die Flüsse, die durchgehen. Das ist dieses Bild, also vom ewigen Leben. Es ist das Bild auch von Standhaftigkeit. Und ich denke, das ist wichtig, weil ein Baum ist etwas, das
das ist standhaft, das ist verankert, das ist verwurzelt und es ist an der Quelle. Ja. Also das ist sehr relevant. Es ist nah am Wasser. Nah am also Wasser. nah am Wasser. Komm, wir gehen noch weiter, weil Ja. das Bild geht noch weiter. Er bringt seine Frucht Frucht. zu seiner Zeit. Also er bringt nicht Frucht immer. Er bringt Frucht in seiner Zeit. Ja. Ganz wichtig. Wow, ja. Und seine Blätter welken nicht. Also das finde ich spannend, denn bei uns im Herbst fallen alle Blätter. Aber jemand, der im Wort Gottes verankert ist, dessen Blätter welken nicht. Die bleiben grün immer, zu jeder Zeit. Finde ich spannend, herausfordernd. Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Krass. Und da, ich denke, wenn wir mal nur kurz das mal uns überlegen, wir haben den Titel heute gesetzt, das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Vielleicht gewisse von uns, oder wenn du zuschaust, fühlen sich nicht so, als wären wir ein Baum, dessen Blätter immer grün sind. Und wir denken, ja, bei mir ist das irgendwie nicht so. Dann möchte ich dir mal die herausfordernde Frage stellen, denn es heißt hier, der Tag und Nacht über die Weisung des Herrn nachdenkt und meditiert, der ist wie ein Baum. Also der Freude hat, der wird sein wie ein Baum. Ja. Also vielleicht kann es ja sein, dass du dich ein bisschen mehr verankern solltest im Wort Gottes. Bis hin, dass du spürst, Tag oder auch in der Nacht, das Wort Gottes ist zuvorderst. Ich finde es schon, eben, dass das Tag und Nacht das ist ziemlich konkret. Ja. Lies so viel Bibel, lass die Bibel so krass wirken, dass mitten am Tag dir Wort Gottes einfällt. Ja. Mitten in der Nacht, wenn du aufwächst, am Morgen früh, Wort Gottes ist da. Ja. So dieses prall gefüllt sein. Das ist krass. Ja, finde ich auch. Und auch, wenn man sich überlegt, zum Beispiel, seine Lust an der Weisung des Herrn. Also, ja. Es ist ein Mensch, der es liebt, wenn Gott ihm sagt, wie er zu leben hat. Mhm. Also, ja. darf Gott dein Leben bestimmen? Darf er in dein Leben reinsprechen? Darf er dir befehlen? Darf er dir sagen, wie du zu leben hast? Das sind alles Fragen, die in diesem Psalm aufgehen. Mhm. Und er bringt ein Gegenteil zum Baum. Die Spreu. Ja. Die Spreu. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die Spreu ist. Willst du? Ich zeige, sag du mal schnell. Also die Spreu, das ist ja spannend. Die Spreu ist beim Weizen, wenn du früher in Israel, wenn man Weizen angebaut hat und den geerntet hat, dann hat man die Weizenkörner und die Spreu zusammen immer gehabt, also das lose Stroh und was noch dabei ist. Und was man gemacht hat, man hat es genommen, der gute Weizen, den man will, und die Spreu, die man ja nicht will, und man hat es in die Luft geworfen und der Wind hat die Spreu weggeweht und die schweren Weizenkörner, die sind dann runtergefallen und dann konnte man die zusammennehmen und man hatte nur noch den guten Weizen. Und das Bild der Spreu wird in der Bibel immer wieder gebraucht für Leute, die durch ihre Umstände, die sie antreffen, werden sie verstreut. Also die Spreu ist nicht wie der Baum, verwurzelt. Mhm. Und wenn der Wind kommt, bleibt es stehen und standhaft. Die Spreu ist, wenn der Wind kommt, ist sie weg. Das Leichteste eigentlich. Das Leichteste. Ja. Und das Bild ist, dass Frevler, also Leute, die nicht im Wort verankert sind, Leute, die ohne Gott leben, da kann ein Schicksalsschlag kommen und ihr Leben bricht komplett zusammen, sind verweht, komplett. Und ich denke, das ist der Unterschied. Ja, du hast keine Wurzeln, es sind keine Wurzeln da. Keine Wurzeln da. Keine Wurzeln da, der Wind ist das. Ja. Also das ist krass, aber das ist ja wirklich das, was wir erleben in der heutigen Zeit, oder was ich auch selber bei mir merke. Hey, ich habe eine Wahrheit, oder ich versuche mein Leben in diesen ewigen Wahrheiten zu gründen, und das gibt mir Halt. Das sind diese Worte, diese Wahrheiten, diese Versprechen von Gott höchstpersönlich, dem Schöpfer. Und in ihm mache ich mein Leben fest. Das ist unglaublich wertvoll. Das ist wirklich krass. Wollen wir zu einem Action Step? Yes. Hast du noch einen Punkt? Oder? Ja, ich glaube, nein, das ist für mich ein sehr klares Bild. Was willst du sein? Ja. Die Spreu, die im Winde verweht, oder möchte ich wirklich dieser Baum sein? Also mein Action Step für dich ist, dass du heute mal dir überlegst, wie kannst du das Bibellesen, wie kannst du die Bibel in deinen Alltag inkludieren, auf eine Art und Weise, wo du es auch nachhaltig, langfristig tun kannst. Viele von uns sind dann am Anfang ziemlich extrem. Ich lese
5 Kapitel am Tag. Es geht eher lang. Du brauchst etwa für 4 Kapitel brauchst du mindestens 15 bis 20 Minuten in der Bibel. Ja. Also überleg dir heute und triff auch eine Entscheidung heute. Wie willst du in den nächsten Monaten Bibel lesen? Und manchmal hilft es, mir hilft es, wenn ich nicht mehr weiß, was ich lesen soll, dann frage ich mal Gott, welches Buch in der Bibel sollte ich jetzt mal lesen? Und wie viele Kapitel am Tag? Oder nur ein Vers? Und dann ziehe ich es durch. Also lass die Bibel ein Teil deines Alltags werden. Auf eine Art, wo du es auch langfristig so leben kannst. Ich möchte auch dich nochmal challengen. Vielleicht merkst du, hey, ja, ich habe jetzt noch nicht diese Lust an der Bibel, diese Lust am Wort Gottes. Dann halte Gott dein Herz hin. Und vielleicht merkst du auch, dass du in gewissen Bereichen zu stark auf den Rat der Gottlosen gehört hast. Oder dass du da irgendwo sitzt in einer Runde von Spötter und das Spötterische hat Raum gewonnen. Ich habe immer sehr Respekt davor. Ich möchte nie zu einem Spötter werden, der gottesfürchtige Menschen verurteilt, auch wenn sie cringe sind. Ja, wirklich, auch wenn sie cringe bedeutet, auch wenn sie komisch wirken. Lieber ein komischer Mensch, der gottesfürchtig ist, als ein cooler Mensch, der gottlos ist. Und darum für mich wirklich, und ich merke, da muss ich auch wirklich, ich möchte nicht zum Spötter werden und mich da, weil dann tut es etwas mit meinem Herzen, dass ich meine Leidenschaft für Gottes Wort unter Umständen verliere. Darum, ich glaube wirklich, ich möchte mein Herz aufmachen und ich möchte dich auf der emotionalen Ebene bitten, dich heute wirklich aufzumachen, Gott, bitte schenk mir eine Lust am Wort. Ich würde gerne noch beten. Ja. Lass uns einen Moment ruhig werden und den Heiligen Geist fragen, gerade wo wir jetzt sind, im Zug, daheim, zu Hause auf der Couch. Lass uns, wenn du jetzt keine Strategie hast, wie du deine Bibel lesen kannst, frag ihn jetzt. Und wir laden dich, Heiliger Geist, ein. Sprich zu uns, was wir lesen sollten, welches Buch. Rede du zu uns. Und wir danken dir, dass wir deine Stimme hören. Und wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns auch die Kraft und die Bereitschaft gibst, auch das, was wir gehört haben, auch in die Tat umzusetzen. Amen. Ich möchte mit dir beten, wenn du die Leidenschaft für Gottes Wort nicht hast. Und ich challenge dich ein bisschen mit diesem Gebet, aber du darfst dich eins machen mit dem. Jesus, ich tue Buße, dass mir dein Wort nicht so kostbar war, wie es eigentlich ist. Und ich strecke dir mein Herz entgegen und ich bitte dich, Gott, dass du mich in eine Liebe führst zu deiner Bibel, zu deinem Wort. Ja. Und ich wirf die Lüge aus meinem Leben hinaus, dass ich halt nicht so der Bibeltyp bin. Oder dass ich das halt nicht so gut kann. Ich lasse mich von dir, Gott, führen, dass ich die Bibel mehr in meinem Leben etablieren kann. Nimm mich mit Schritt für Schritt. Amen. Amen. Wunderschön. Come on. Wir freuen uns. Morgen geht es weiter mit dem Markus-Evangelium. Wir springen ins Neue Testament. Da geht's ab. Also wir wollen jetzt, es wird noch besser, liebe Freunde. Es wird noch besser, weil noch. Jesus kommt. Wow! Puh! Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Mittwoch. Wir Yes. sehen euch morgen um 7 Uhr, morgen früh. Amen.